Du glaubst nu, willst du mir sein hast. Selig sind die nicht Seenen en Doch Jleewen. Goedemorgen alle. Welkom hier, mijn vrienden, dat je een levenswasser zijn. Goed jullie hier te zijn. We waren hier in Godes Morgens van deel. En God zijn woord aankijken. Ik freue mich, dat je hier bent. We waren in twee part boodschap gehad. Deze zondag en nächste zondag on geloven. En aan nu dat, dan wordt Pastor John weer wieder gaan in openbaring. En maar dit is een korte twee part boodschap wat ik wil brengen. En zo ik naam deze boodschap Nich Seenen en Doch Jleewen. Nich Seenen en Doch Jleewen. Verder wat dan weg was zijn dat het zeer schijnt dat het zomertijd is. Voor die wordt al een beetje gereinigd kunnen enjoyen hoe het gerein is. En ik wil best wel een klein beetje wat te zijn voor de Jugendcamp wat er opkomt. We plannen de Jugendcamp, dit is de Jugendcamp wat Lebenswasser aanstelt. En zo onze Jugend voortruit met de Jugendlehrer. We gaan goede dingen door gepland. En zo wanneer op eenmaal Jugend zijn, wat er niet gaan betoelen, dan vragen we Jugend, is hier willen wellig zijn wem te sponsoren. Want hier willen gelijk dat te betoelen. En zo dit is een weg waar je kan een part van dat zijn. Want je zegt, ik wil gelijk voor somebody helpen en dat betoelen, dan goed naar de informatie daar, schrijf je naam erop, maar je contacten. En dan kan we kan je helpen met voor Jugend betoelen, wanneer op eenmaal niet gaan doorheen komen. Jugend Tijd als Messiah goed, das Youth Camp, wat we aanstellen, die Jugend komen eraan en gaan een opfrischung, een revival, wo ze bis Gott beter kennenlernen. Het is allemaal een zeer goede tijd en zo ik in staat dat zeer. Nog een ander ding, verder een boodschap aangaan, wil ik ook zeggen dat vandaag zijn tot 5 jaar terug is Pastor Steve starf en ook 3 andere mensen met hem. Terwijl het is actually den 23e, dat is 2 dagen wieder. Maar het is deswegen eng, wo ik te veel heb over gedacht. En zo dat zeer dicht aan mijn hart. Dat is voor ons, voor die wat am kennen als kerk, is het een zeer persoonlijke ding, wat we vielleicht kunnen zijn. Voor mij is het, wenn een paar deel voor Pastor Steve starft, en we met Eentop bij een restaurant. En we hadden onkels met Eentop, ik, mijn vrouw en Steve en Debbie. En dan hebben we gedroomd wat het wordt loten in de kerk en wat we alles weer doen in de kerk. En we vertelden van dat ik weer ook in de kerk komen en in de kerk methalten en zo verder. En verschillende dingen hadden we gedroomd en gepland. Ik denk wat we niet gedroomd en gepland hadden, wat we niet van verteld hadden, dat we dat ik hier wordt boven zijn en ik wordt predigen en dat ik wordt de kerk leiden. Daar hebben we niks van gereed. En aber ik zou bedanken te jullie voor genade, voor mij en voor Christi, voor jullie leraar zijn hier in de kerk, voor een unexpected ding, anders is wat we vielleicht van aanvang aan gepland hadden. Je hebt ons genade gewezen, ons lief bewezen en we leven jullie en we zijn dankbaar dat de kerk wieder gaat. Zo, vandaar, deze boodschap, den aan ik Jleewen Soo Een Kjint. Jleewen Soo Een Kjint. En das topic, deze ganze boodschap, die kwam als we op onze vacation weer, een maand terug wie we op onze vacation. En dat is hoe das thema uitkwam, wo ik dat zo even dacht. En zo voor die wat in de Bibel hebben met je gebracht, je kan naar Matthäus kapitel 18 draaien. Matthäus kapitel 18. En zoals we on vacation weer, ik weer meest krijgen met even vooruit met some van de nieuwigheden wat ik hier van in de states, van verschillende grote mannen wat de leiden doen en grote companies, CEO's en verschillende dingen, even pastors wat op eenmaal uitkomen met verschillende dingen wat ik niet heb gerekend had, some van de dingen wat mij zei. Beetje even vooruit, dus overwhelmed, wat je het ons is, dus wat we zelf, dus aan wat gaan we ons vasthouden. En dan vang ik aan dit aan te denken. Wenn some van deze CEO's en grote leraar wat er zijn, die komen op eenmaal uit en hebben een geheimd leven geleefd, er zijn niet uitgekomen met ihre zaak. En zo ik vroeg Christine, zal ik de kerk dat eens mal zijn? En ze zei ja. En zo ik kon jullie plus zijn dat we zijn niet volkomen, we hebben Fehler wat we merken, aber we hebben niet een geheimnet, geslachtsleven wat op eenmaal een dag wat everdeel komt. En sex secrets wat er waar everdeel komt, dat je waar zijn, dat had je niemals gedacht van ons. Dus dat je kan het vertrouwen hebben, dat, zoals ik manchmal zei, dat wat je zijn, dat is wat je krijgt. We zijn real. En zo, ik wil grote dingen doen.
Ik denk zo, ik wil grote dingen doen. Ik wil een onderscheid merken in deze wereld. Ik wil grote dingen doen, niet voor mij, maar ik wil grote dingen doen in God zijn rijk. Ik wil wiederschaffen, ik wil grote dingen doen. Ik wil dat het evangelium zal wiedergaan met de arbeid wat ik doe. En zo... Ik leef alle van ons uit, wie willen grote dingen doen. Wie willen niet plus average zijn, maar met ons zal het niet aanhouden. Wie stonden Samariërs op en wie zijn, wie willen wiederkomen, wie willen grote dingen erreiken. Maar wat immer het is. Is het dan in de kerk, is het in ons eigen leven, wo immer het is. Maar wie willen wiederkomen, right? Willen we niet alle wiederkomen? Wie willen alle grote dingen doen voor God. En de jongen, Jezus zijn de jongen, die willen ook. Jezus zijn de jongen, die willen ook grote dingen doen. En ik geloof manchmal had de jongen vielleicht een beetje slechte namen gekregen, met zoals ze Jezus vroegen, wer de grootste wordt zijn. En manchmal wird het niet plus dat ze vroegen, Jezus die funken en ze strijden zich en hadden gestreden zeiden. En wanneer Jezus dan aankwam, vroeg wat jij aan? En dan zei ze wel, wer wordt de grootste zijn? En weer dat zeer wichtig, wer wordt de grootste zijn? Who's going to be the greatest? En vielleicht had ze ook gleich dat men slechter zijn gezegd. Vielleicht had ze ook plus gedacht, zoals ik kan doen. Ik wil wat bijzonders doen. Ik wil grote dingen doen in God zijn rijk. Vielleicht had ze dat geweest. Manchmal, vielleicht lezen we dat erg af van wat de jongen gezegd hebben. Maar ze zeiden en vroegen, wer wordt het grootste zijn? En Jezus die gebruikte manchmal een bijspel. Een beeld, een beelderspraak. Tim dingen duidelijk merken, had hem dat vergelijken met something wat de mensen kunnen verstaan te die tijd. En ik geloof, ik kan dat vandaag ook verstaan. En zo in Matthäus 18, vers 1 zegt het. In dezelfde stund kwamen de jongen naar Jezus en zeiden, wer is de grootste im Himmelrijk? En Jezus roept zich een kleine kind en stelt het in de maat. En zei, ik zei je de waarheid, want je niet omkeren en ze worden als een kleine kind, waar je niet in dat Himmelrijk komt. Wer zich nu zelfs zo duimütig als dit kind, die is de grootste im Himmelrijk. Wer een zo'n kind opneemt in mijn naam, die neemt mij op. Cindy, was du nog opkomen? Dit is mijn dochter, Cindy, wer weer een hand geven? Dit is mijn oudste dochter. Dit is mijn oudste dochter en dit is mijn grootdochter. Zij is Sela en zij is 3 jaar oud. En ik stel me zo ver dat half ongeveer is dit zo gelaten. Als Jezus zich wem een kleine kind roept en stelt het in de maat van eind, ik stel me zo ver dat wat ongeveer is dit gelaten ha. Wanneer ik kan ik weet een beetje waar ze dat heeft. En dit is wat ik me verstel. Een 3-jarige kind. Vielleicht is het klein dat je was, vielleicht groter, maar dit is plus als ik me dat verstel. You can go. Ik wil weer een hand geven. Dat is niet een van de schmackste dingen. Jezus die kon zeer liefdollig zijn. En hij kon ook zeer ernst zijn. Hij zegt in vers 6, wer over een van deze kinderen, wer over een van deze kinderen die aan mij geloven en oren is wat voor den wie dat beter, wanneer een Moolstein aan zijn hals gebogen wordt en hem diepste meer verzonken wordt. Zo Jezus is zeer liefdollig, maar aan de andere zijde zegt hij ook, wanneer je slecht doen te deze kinderen, te deze kleine kind, voor die wordt het beter zijn een Moolstein. Ik kijk me dat een beetje op. Een Moolstein, dat is een grote breite steen, wat ze gebruiken te moel. Wordt beter zijn dat om hals aanbrengen en aan hem water aanschmieten. Maar wat ik wel uitbreng uit deze geschichte is, de ganze wereld, wat we vandaag zijn, die schrikt, die roept en die zegt, was mal op. Grow up, was mal op. Word something, do mal something. Dat is wat de wereld zegt. En Jezus zegt, weißt u wat grote doen? Dan zie je een kleine kind. Dan zie je een kleine kind. Was is een kleine kind. En ik geloof, Tim en God zien direct grote dingen doen, dan moeten we geloven en geloven zoals een kleine kind. En zoals ik al zei, Jezus die gebruikt verschillende vergelijkingen en bijspellen.
in Bildnis, Tim dingen eine Meinung uitbrengen. En die hadden daar een mening, die hebben nu nog een mening. Ik wil hier een paar mooie bijspellen brengen wat Jezus gebruikt te die tijd, of wat we vinden in de schrift, zal ik zeggen. Ik ga die versen niet Tim doen, aber in Psalm 1 die zegt het, wer zijn vrede aan den Herrn en zijn gezaad heeft, die is zo als een boom. So dat war een bijspel, en hij zegt, die is zo als een boom. Wat weet we van een boom wat bij een river geplant is? Wel, die is niet durstig, die heeft goede vrucht, die brengt goede schatten, die heeft goede wortelen en verschillende dingen. In Sprüche 28 kan een vers ook niet, maar hij zegt dat de gerechten die zijn zo als een leeuw. En wo is een leeuw? Een leeuw die is braaf, die is übernemend. En hij zegt dat zoals wij zijn. Jesaja 40 die zegt dat hij zich op den Herrn verloten. Die krijgen frisse kracht. En die worden opvliegen zoals een odler. Zo als een odler. En zo meermaal in de schrift vinden we dat wordt vergelijkt, dat we dat verstaan kunnen. Nou, wat is een odler? Wel, ik kijk er een beetje naar. Een odler die vloot dat niet zo met zijn vlechten zo zoals een kleine hummingbird dat. Bij kleine hummingbirds, die flatteren zo boos, ik heb meestal iemand te zijn. En odler, die zweeft plus in de lucht zit. En die vindt, die wordt een stroom van wind als, wat we kunnen zeggen, de current. En die zijn vlechten plus draaien. En die draait zich in de lucht zit zo na dat bis kan hekja vliegen. Die lucht die brengt am hekja. Wat meint dat voor ons? Voor ons meint dat wanneer we plus wel het meer en meer schaffen, om ons wat verdienen, onze zeiligheid verdienen, zijn we aan te komen in Jezus. Dat is niet unbedingt het raaie ding. Want wie wordt bis aan zijn vlechten opmerken, zeggen, God, ik kom bis in die wind, in die current naar, ik wil bis hierheen komen, en dat ik kom bis wiederkomen, en word ik kunnen zeggen, en in Jezus zien wind plus zijn, en plus met voort. En zo, nu zijn we dat terug door. Wanneer Jezus zegt, wanneer du wirst het geraadste zijn im Himmelrijk, dan was het dit kind. Zo dan vraag ik me, met wat heeft hij dat vergelijken? En zo, mij is het interessant dat Jezus niet zegt, wel, jongen, want je wel weet wat het is, dan zat je het mal door, dan wil je mal teruggaan, dan wil je zijn wat Mozes alles gedaan heeft, en wat Jana heeft gedaan, wat hij vroeger heeft gedaan in de Bibeltijd. Hier is een boek van 1000 zijden, dat mal durchlezen, want je dat die sterk gelezen hebt, dan wil je weten, wo je kan zeggen, no. Hij zegt, wat is dat? Hij zegt, wanneer je wel een grote dingen doen, wanneer je wel weet waar het geraadst is in God zijn Himmelrijk, dan was het 3-jarige kind. Dan is mijn vrouw, wo is een 3-jarige kind? En wie zei het am Anfang alle? Dat we willen grote dingen doen. So hier zijn 8 eigenschaften van een kleine kind. En ik wil even zeker bozig durch te gaan. Je hebt vielleicht andere, want je hebt ook kinderen. En je hebt vielleicht andere dingen wat je zijn. Maar dat zijn dingen wat ik me opteken van een kleine kind. Wo is een kleine kind? Want ik wil zo worden als een kleine kind. Nummer 1 is, die zijn deemoedig. Die zijn pas deemoedig. Wenn hij zegt dat in vers 4, daar zegt hij dat wer is de grootste im Himmelrijk? Jezus roept het kleine kind. En hij zegt, wer zich zelfs zo deemoedig als dit kleine kind. Zo de kleine kinderen die zijn deemoedig. Kleine kinderen zijn plus zo deemoedig, die weten dat nog niet mal dat er zo zeer smaak zit. Die zijn nog niet mal opgewassen dat ze weten wo smaak er zit. De kleine kinderen zijn zo deemoedig, die doen niet zich overhouden met het andere kleine kind en zeggen, wat voor krib hast du? Ik heb een dit krib. Van wo hast du die Lutsch? Ik heb mijn Lutsch. No, die doen niet. Kleine kinderen die zijn best ganz deemoedig. Die doen niet zich comparen met anderen, zijn niet opgepufft. En ik wil haar voor ons vandaag dat we er eenmaal een beetje over denken. We zijn ook ziens en dachten van een hemelse Vader. En hij wil hebben zelf zijn zoals de kinderen. Deemoed, dat meint leren merken. Ja, wie würde ich gerne sagen, raufloten. Dat meint, wenn wir uns selbst eine Stellung geben, von dat wir bloß einfach leer sind. Das meint nicht, dass wir sind raufgesagt, die Mode, das ist nicht, was das meint, dass andere uns heraufgesagt. Das ist, wo wir selbst uns eine leere Stellung geben. Der nächste Vers ist in Lukas 22, Vers 24. En dit is hoe het opkomt, wo es ein Streit war. Dann kam er auch ein Streit ab mank wer von uns soll den Geradsten geholen worden. En hij zegt aan, de Königs van de Nationen herrschen über Ernt en die,
wat je wilt even even worden Godsdonor genannt. Je aber nicht so dort. Aber der Geradste manchen soll so sein als der Jüngste und der Lehrer soll sein Diener. Und so, er sagt hier, wenn je will der Geradste sein, der soll der Diener sein. Und Vers 27, er fragt ein bisschen eine Frau, er sagt, wer ist der Geradste? Oder wer ist Gerader? Der am einen Dash zet, dat sagt der am Dash zet, oder der wat bedient. Dus wer ist der Geradste? Der wat am Dash zet, oder der wat bedient. Hij sagt, is het niet der am Dash zet? Aber ik zie manchen so aus een Diener. Jesus sagt, ik zie hier manchen so aus een Diener. Wie weit dat Jesus hat really das Recht, um am Eng von den Dash zu setzen. Und sagt, bring mir den Kuchen und bring mir den Kaffee. Aber hij sagt, ik doe niet zo staan. Ik zie hier manchen aus een Diener zu sein. Und das ist wo wir können selbst noch anchecken. Wo steht das mit uns? Gleich wir haben einen Dash zu setzen und sagen, bring mir alles. Wer ist Gerader? Der wird am einen Dash setzen, oder der wäre bedient? Und Jesus sagt, der wäre bedient, der ist Gerader. Matthäus 23, Vers 11 und 12, das sagt, der Geradste manchen soll ein Diener sein. Wer immer sich selbst erhebt, wird raufgesagt worden. Wer sich selbst raufsagt, den wird erhoben worden. Und so ist es wichtig, dass wir demütig bleiben. Dass wir uns nicht für sich selbst eine Hecht haben. Wenn wir wollen große Dinge tun, in Gott sein Reich und in unserer Arbeit, wo immer wir sind, dass wir uns nicht selbst eine Hecht haben. Wir müssen demütig sein, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, dass wir bloß einfach in Glauben, das ist die Kinder glauben. Und das wird mein Time uitnemen für diese Botschaft. Kinder, die glauben bloß einfach. Die verloten sich ab. Die glauben, die haben Vertrauen. Auf Englisch würde ich sagen, they trust. Die haben einfach bloß ein Vertrauen. Die glauben. Wer aber ein von diesen Kleinen, die an mich glauben, sagt Jesus. So die Kinder, die glauben. Und die Kinder, die glauben alles, was wir sagen. Besonders, wenn die so klein sind. In der Luther Zeit hat mir einmal die Fähre gehabt, an die kleinen Grautkinder dann nachbringen nach die Kinderkirche. Und als kleiner Grautsein ist 1 Jahr alt. Und ich habe ihr einmal gesagt, wenn ich ihm den Namen bringe, Papa, was kommt? Papa, was kommt, die Luther holt? Wenn er will mäßig da bleiben, aber ich sage, Papa, was kommt? Und dann später ich mir Luther 2 Jahre grüßt, am gehen holen, weil ich sage, ich will kommen holen. Und so die kleinen Kinder, die von klein an, die glauben, was wir ernst sagen. Und so, wenn du sagst, dass Niklas, der hat das Geschenk gebracht, oder der wollte das Geschenk bringen, die kleinen Kinder, die wollen das glauben. Ich will das nicht. Ich will nicht haben, dass unsere Kinder sollen glauben, dass der Niklas hat das gebracht. Der Niklas hat nicht einen Cent geteilt für die Geschenke, was wir gekauft haben, Weihnachten. Das habe ich beteilt. Ich weiß, wie viel das wir. So, das hat nicht der Niklas getan. Ich will die Kinder selber weiten. Ich habe das beteilt. Und die Kinder, die glauben, was wir ernst sagen. Und so, nun sind wir in der Sommerzeit. Und so, wenn du im Pool bist, im Wasser bist, und du sagst zu das kleine Kind, hups im Wasser nehmen. Ich will die Lehrschwach, ich will die catchen. Und wenn du ein kleines Kind hast, was 3 bis 5 Jahre alt ist, und du stoppst das Seed und lässt es im Wasser nehmen, das Kind wird vielleicht anfangen zu schwimmen, der wird lernen schwimmen, aber der wird das Vertrauen verlieren. Der wird das verlieren, dass er kann sich verloten und ab die Trühen. Wenn die Kinder glauben, du hast gesagt, du wirst ihn catchen, dann besser du catchen, dass du ihn auch catchen. Das Leben raum uns, und wir alle haben das belebt, wo uns das hingämlich werden geführt, würde wir sein. Ich hatte ganz Vertrauen und dann wird mir hingämlich geführt. Und dort, wo wir als große Menschen anfangen zu sein, ich weiß nicht ganz mehr näher, dass ich glauben kann, dass ich kann vertrauen, wenn was Menschen getan haben. Ich dachte von der aus ist Eva, dass Gott, der hat noch niemals gesagt zu mir, hups, und dann wird er nicht rein zu mir catchen. Gott hat immer sein Wort gehalten. Und so, wenn wir so wollen, ist die Kinder, dass wir bis glauben, even wenn hier auch Menschen uns haben, manchmal hingämlich geführt, oder Dinge sind passiert im Leben, dass wir nicht mehr näher weiten können, glauben oder nicht glauben. Weil wir glauben und uns verloten,
wat de schrift sagt. Sprüche 3, Vers 5, da sagt, verloot die ab den Herrn mit den ganzen Hart und verloot die nicht ab den nicht verstand. Weet je met wat we sehr gut sind als Menschen? Ons verloten ab ons nicht verstand. Man, die Dinge, wat ich kann verstehen, dort wo ich kann sein, dort wo ich kann verstehen, da kann ich mich ganz ab verloten. Aber die Dinge, wat ich nicht kann sein, und danach glauben, dat is manchmal een beetje schwander. En dat is waar we moeten leren, is de Kinder, bis einfach glauben. En so, dat zijn some dingen die weten we al als Christen. We weten dat de schrift die zegt, dat we kunnen vrede hebben, sonst wat de wereld niet geven kan. Wieso zorgen we danach, oder wieso zijn we danach in Angst? Want de schrift zegt, we kunnen zo'n vrede hebben, wat niet te verstaan is. Oder, we weten dat wat het zegt, wenn geven, en wanneer du zijn is, wanneer du weinig zijn is, was je weinig ernten, dat ganze ding van de 10% geven. Wie weten wat het zegt in de schrift. En daarna, wanneer ze kijken over de ganze wereld, im ganzen genomen de christen, zijn niet mal 10% wat de 10 wil geven dan. Wieso niet? Ik vraag me wieso niet. En ik zei, we doen daar wenn niet, wenn, we geloven niet en we verloten ons daar op ons enig verstand, is dat we ons op God verloten doen. En de kinderen, die verloten zich bis einfach op ihre Eltern. Nummer 3 ist, die Kinder, die sind abhängig und zufrieden. Auf Englisch würden wir sagen, dependent. Und so, ich schaue mal, als wir in der Stadt wohnen, ab ein Jahr an die Tags verrechnen, dann fragt der Accountant, der Kontador, der fragt mich, wie viel Dependents leben in ihrem Haus? Und andere wird, wie viel so eine kleine Menschen sind in ihrem Haus, was sich ganz verloten ab die, dass die was fördern. Das ist, was er meint. Wie viel sind da, was sich verloten ab die? Und diese kleinen Kinder, die verloten sich ganz ab ihre Eltern. Die sind einfach ganz ab ihre Eltern abhängig und die sind auch ganz zufrieden. Ich lege das in Vers, was es sagt, in Psalm 131, Vers 1. Und jetzt, wo David uns auch ein bisschen verglichen gibt, auch von einem kleinen Kind. Und er sagt es das, mein Hart ist nicht stolz, o Herr, und ich sehe nicht hochnäsig. Hij had mal gehört, dat hij zich zo groot dat het te de nezen aanreint. Ik keer dat nog eenmaal als ik opwas en waar nog mal gezegd, hij had zich zo brood dat reint te de nezen aan. David zegt, mijn hart is niet stolz. Ik zie niet hochnäsig. Ik geef me niet af met grote dingen. Ik geef me niet met grote dingen af die voor mij te hoog zijn. En andere weer, hij zegt, er zijn sommige dingen, die kan ik bloß gleich verstehen. Ich gebe mich nicht mit den Dingen auf, was ich nicht verstehen kann. Wenn ein Mensch hat Frauen und eine Frau und mich, wieso passieren schlechte Dinge zu guten Menschen? Und da sind some Dinge, die versuchen wie uitzufigeren und wie will es Gott sein und wie will alles weiten. Und David sagt hier, some Dinge, die weit wie best nicht. Und ich habe auch gelernt, dass es ganz okay, wenn wir noch mal sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass Gott die weiß. Aber ich weiß nicht. Und das ist okay, wenn wir nicht alles weiten. David sagt, ich gebe mich nicht mit den Dingen auf. Aber ich habe meine Seele beruhigt und gestellt, so als ein beruhigt Kind bei ihrer Mutter. Meine Seele in mir ist es, so als ein dort Kind. Bist einfach zufrieden. So, er vergleicht hier, er sagt, ich bin so zufrieden. So ist ein beruhigt Kind. Und er sagt, ich habe das selbst getan. Das hat keiner für mich getan. Ich will die bis Mutter sprechen. Wenn du wirst zufrieden sein, sieh dass du das selbst, du kannst dich selbst beruhigen. So ist ein kleines Kind, sagt er. Das ist, was David hat getan. Kein 3-jähriges Kind wächst Samarias ab und ist besorgt, dass da was frühstück sein. Well, ich sage, das kann sein, dass en even in andere Städten, dat Kinder sind, wat we wonderen dass da wat te eten ist. Aber im großen Ganzen, even wenn die noch arm sind, die wir danach nicht gesorgt sind, als ein 3-jähriges Kind, wat das sind. Wenn sie einen ganzen Nummer even Habüte gespielt und kommen ganz meide Grießen an, kleine Kindertjes alle, blattig, die sind nicht besorgt und wundern, ich wundere, dass da was für Unkas sind. No, die sind ganz handgeeft und verloten sich ab, dort die Eltern vor sich am Ernkämmern. Ich stelle mir dort ein bisschen so vor, wenn ich sage, unsere kleinen Kinder, als die klein werden, und nu die Großkinder, und die haben bitte im Butter gespielt, nu der Sommer, und das ist kalt, und die kommen ganz ab Teils angerannt, und in ihr Lapp ist ein bisschen bleiben, und die kommen nach der Mama, und die Mama nimmt in einen warmen Handjuk an, und die sind da ganz geloten. Und die sind ganz dependent, die sind ganz abhängig von der Mama. Das ist ein Bild, was ich habe.
Und so in Gott sein Reich, für mich und für die, sind wir ganz abhängig von Gott. Gott hat uns nicht so gemerkt, dass wir self-sustainable sein, dass wir uns selbst ganz weiten in dieser Welt. Gott gibt uns den Ohren. Wir sind ganz abhängig von Gott. Und wir vergessen das manchmal. Und Kinder, die sind einfach bloß ganz abhängig und zufrieden. 1. Timotheus 6, Vers 7, sagt, aber Jettlichkeit mit Zufriedenheit ist ein großer Gewinn. Und andere, er gibt uns hier ein bisschen eine Rechnung, würde wir können sagen. Er sagt, Jettlichkeit, Godliness mit Zufriedenheit, das gibt großer Gewinn. Und in Vers 7 sagt das kein Secret, das ist ganz offenbar, dass die Kinder haben nicht in dieser Welt angebracht, oder wir haben nicht angebracht, wo wir nicht mit rübernehmen, das ist uns klar. Bei mir interessiert das, dass hier ist, zu sagen, Göttlichkeit mit Zufriedenheit, das gibt großer Gewinn. Und wenn je noch ein Kontador vor, noch ein Accountant, und je wird ihn fragen, was meint Gain, was meint Verdienst, dann würde er von reden von die Assets, was du hast, ist Dinge, was du eins, Liquid Assets, ist was du hast, die kostet Cash merken, oder deine Savings Account, Real Estate, Assets und all diese verschiedenen Dinge, das Gewinn. Das stimmt doch, das ist auch hier ist das. Aber Jesus redet hier von der Bibel, redet von Göttlichkeit mit Zufriedenheit, das ist wirklich ja Gewinn. Und so ich will dieses Mut merken von der, dass du kriegst nur die Zufriedenheit in die Leben, und da ist wirklich das Gewinnsband. Nummer 4 ist Kinder, die haben es einfach Freude. Die jeder scheint, la 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 la. Die haben es scheint, die haben es rum, die haben es diese Freude. Die haben joyful. Die Kinder, die jeder bloß einfach scheint. Und der Teufel, der ist nicht bloß zu sagen, häng heran, oder das Stoff, was du hast, deine Dinge, dein Land, oder deine, was immer du eins, das sicher, dass er sagen, häng heran, ist nur dort, aber der Teufel ist häng heran, um deine Freiheit wegzunehmen. Er will deine Freiheit seine wegzunehmen. Wenn er deine Freiheit einmal kann wegnehmen, dann wirst du schwach. Wir sagen da, dass die Freiheit in den Herrn, der gibt mir Kraft. So der Friede in den Herrn, der merkt mich stark, sagt er in Nehemiah 8, Vers 10. Das letzte Part von den Vers, willst der Friede und den Herrn, das ist, was mich stark merkt. Und der Teufel, der will sein, uns dort weich zu kriegen mit Wort. Wenn er uns kann unzufrieden kriegen, unmutig kriegen, und dann waren wir schwach. Psalm 51, Vers 14, in der englischen Übersetzung ist es Vers 12, aber da sagt er, Domi, der Friede in deiner Radung war hergestellt. Und gib mir einen Yes, der dir gehorchen will. Restore the joy of my salvation, of your salvation. Gib mir den Friede, war trägt von der Radung, war ich habe in die. Und so, wenn wir nicht anders haben, ist zum friedvoll sein, uns Leute Schein gehen und Joy haben, Friede haben, dann sollen wir das tun, weil unsere Zukunft ist der Himmel. Und durch Jesus haben wir gerat. Und das ist ein Ding, wo wir können sagen, bis Halleluja und Gott in die Hand geben, right? Das ist nicht gut? Yes. Because wir haben eine Zukunft. Wir haben eine Zukunft und das soll uns eine Freude geben. Nummer 5, Kinder, die sind rein. Wenn ich sage rein, die sind pure. Die haben es einfach, ich sehe zu Christi das Weg, wenn ich noch unsere kleine Großkinder kicke, die sind bloß so rein, das Reinheit. Die sind noch nicht besüdelt mit all diesen Dingen in der Welt. Die haben noch nicht das unmoralische Leben gesehen in Pornografie und all die Dinge, was die Welt anbietet. Die haben es, die kicken uns in die Augen und die haben es das reinet, gewaschen und bis einfach, die kostet sein, sie sind bis rein. Und so wie sollen von der, was wir genug haben, Gott fragen, dass er uns was reinmerkt, unsere Gedanken reinmerken, uns Hort reinmerken, dass so rein ist ein kleines Kind. Gott kann uns das auflassen, er kann uns reinmerken. Matthäus 4, Vers 8 sagt, seilig sind die ein reines Hort haben, willst du wollen, Gott sein. Wenn wir da noch anschaffen, dass wir ein reines Hort haben, das ist die kleine Kinder. Einfach nicht spietig sein und das nicht näher weiter, wo wir haben wollen. Bis mir sitzt so die kleinen Kinder, die kicken bloß so rein und so ernst und innocent, würde wir können sein. Die sind bloß rein. Nummer 6, die Kinder, die sind sehr bereit zum Vergeben. They're forgiving. Das ist amazing zu sein, weil die kleinen Kinder top spielen.
En de rieten de toys aan en terug en de wilden dat alle en op mat bereid. En 15 minuten wieder spelen alle en jeder schijnde. En de wilden niet meer met een huis voor, waar de zijn geweest om spazieren. Want die kinderen hadden al lang vergeten, die hadden het vergeven en zijn tot al even. En de jeder zo schijnt op speel. En wie als adults, we houden dingen vast voor jaar. Kleine dingen, grote dingen. Kleine nummers, grote nummers. Een rein tussen een stap en de andere stap kan een levenstijd dat niet vergeven. En Jezus zegt, wat is de kleine kinderen? Nou, wat zijn de kleine kinderen? De kleine kinderen die doen vergeven. Die zijn bereid om vergeven. Wie zullen haastig bereid zijn om vergeven? Nummer 7, de kinderen die hebben hoopning. Die zijn zo optimistisch, wat we kunnen zeggen. Die kijken best ver weg met volle hoopning. Ik denk dat van onze Alyssa, zij 4 jaar oud weer. En zij wil een bicycle. En zij wil een big girl bicycle. Zo'n van big girl. Zij heeft 4 jaar en zij wil een grote bicycle. En zij had best een hoopning. Voor je birthdag, dan wordt ze een bicycle krijgen. En mijn vader reed ze van, ze had dus een hoopning. Ze kijkt verder weg, want ze wil een bicycle hebben. En de vrijheid wie meest overwhelming, wat we kunnen zeggen, is dat ze niet een bicycle krijgt. En zo de kinderen, die hebben haastig hoopning. En zo voor jullie als ouderen, wanneer de kinderen naar jullie komen en de vrouwen naar jullie, naar something, vielleicht wel ze blijven te nacht, of we gaan voor, wat immer dat is. En wanneer je te aan zijn, wie waar moet zijn, vlees, wat immer, de kinderen die zeggen, yes. Dus verernt is het also, dit is al een jaar, wanneer je zegt, wie waar moet zijn. En zo, wanneer het voor die al niet is, dan verziekt de kinderen voor te zijn, nee, van der niet. Wenn die kinderen, die hebben een heel hoopning, wanneer het best waar een klein beetje der op is, dat geeft dan al hoopning. Ergens 3 jaar, 5 jaar, kind, jong, eramiaal, wanneer die vragen, wat willst du zijn, wanneer je groot bent? Die willen zeggen, ik wil een firefighter zijn, ik wil een dokter zijn, ik wil een vet zijn, ik wil een soldaat zijn. En die hebben einfach deze hoopning, wanneer ik groot zie, dit is wat ik wil doen. En ik geloof, some van ons hebben een beetje de hoopning verloren van onszelf even, waar we gaan wel om leven. Nog één ding wat kleine kinderen hebben. En dat hebben we in onze kinderen zijn. En grote kinderen, kan we dat nu zijn. Die hebben dus een imagination. Die kunnen zich dingen voorstellen. En ik gelijk dat, wie gelijk dat, dat is onze kinderen spelen, onze grote kinderen zoals die spelen. Die kunnen zich wat voorstellen wat er niet mal is. En die spelen met something. Een van onze kinderen die had een vriend, die had even een naam. En dat weet keiner, maar hij zei, dat wir zijn vriend. Die had zich einer voorgesteld als een kleiner 2, 3 jaar, vielleicht 3 jaar jong. En zo, die kinderen, die kunnen zich einfach best dingen voorstellen. Die mal een doos Lego opmerken, een doos. En het zat een kleiner 3 jaar jong aan en die wordt allerhand dingen bouwen. Die kunnen zich dingen voorstellen. En du sagst vielleicht, okay, so das hört sich all ein bisschen interessant, Pastor. Wenn du weißt, wo das wirklich dreht in mein Leben, und du sagst, bist du die Dinge verstehen, weißt du, wo die Kornpreise drehen, hast du von meiner Krankheit gehört, weißt du von meinem Leben an, wie sind alle Adults hier, von was redest du an, wenn du sagst, bloß noch mit Hoffnung haben verstehen? Ich weiß, dass die Dinge, die sind real. Die Schuld ist real. Die Kornpreisen, die sind real, dat is alle Wahrheit. Aber meine Frau ist, hast du einmal die dann angelassen, die vorgestellt, wo würde das sein an unser Ehe, wenn wir diese Dinge würden tun und die würden geheilt werden? Oder wo würde das sein, wenn mein Körper würde geheilt sein? Oder wo würde das sein, wenn ich von dieser Los, würde ganz los sein, von der Los da, wo ich all Jahre mit geschlafen habe, und ich würde das Los da, hast du mal angelassen, wo das würde sein, die vorgestellt? En zo ik weet dat plus een grote hoopning hebben en die dingen voorstellen en imagining, dat wordt niet de dingen fixen. Maar ik weet dat ook, wanneer we dan niet mal even denken en ook niet de hoopning hebben en ze ook niet mal voorstellen, wat kan het dan nog passieren? Epheser 3, vers 20, daar zegt God staat, dem, die daar zijn kracht veel meer in ons doen kan, als wat we denken en verstaan kan, den treft alle ihr. Op Engels zegt het think or imagine. Dat wordt meer als wat we ons voorstellen kunnen. Den treft alle ihr. En zo ik wil die besmoutmerking van jou. Fang mal weer aan een hoopning te hebben. En te draaien die fertigstellen, wat het moet kunnen zijn in die leven met God op. Ik zeg niet dat het plus
nu hoppning haben, i Dinge, die verstellen dat er wat fixen. Aber mit Gott an die sieht, was du viel mehr tun kannst, was du die kannst verstellen, er Träume antrifft alle ihr. Und so ich will hier das zu merken mit dieser Botschaft. Und ich würde fragen, dass ihr einmal ein klein bisschen wurde, ihr zu merken, wo keine weird Dinge hier ist zu tun. Aber ich will diese Liste hier noch einmal durchgehen. Und dann kannst du bis den Heiligen Geist fragen, kijk nu, wat zijn die Dinge, wo du sollst alle wissen, so aus een Kind. Und wir sehen alle zum Anfang, und wir wollen große Dinge tun. Und Matthäus 18 sagt, dass wenn du nicht was umkehren, so aus diese kleinen Kinder, wo ich nicht in das Himmelreich ankommen. Und so hier ist die Liste noch einmal. Wirst du selbst alle demutig sein, so ein Kind? Ist es Demut, wo du es anwachsen? Ist es in dein Glauben, dass dein Glauben ist schwach geworden und du verlässt dich ab dich selbst und du kannst nicht mehr glauben, wenn die es weiter tun? Ist es, dass du nicht mehr dieser Fall, dass du aufhängig bist an Gott, du machst dir auch noch selbst nach Dingen tun, dass du nicht mehr zufrieden bist nicht mehr aufhängig an Gott? Ist es, dass du nicht mehr Frieden hast, bist nicht mehr Frieden? Ist es, wo in deinem Leben, dass du nicht rein bist, in deinen Gedanken, in deinen bist nicht rein? Ist es, dass du, wo somebody nicht hast vergeben, wo du sagst, alle so sind, sie sind Kind und vergeben? Ist es, dass du bist mal so schwer imagining, bist einfach die mal vorstellen, wo wird das Leben sein, wenn ich Gott an meine Seite hat mit diesen Dingen, wo das Leben dann wird sein, ich die Dinge wird freistellen. Vater, Dankeschön für dein Wort von der Aus ist. Dankeschön, dass du uns hast das ein Beispiel hier von einem kleinen Kind. Und wir leben unsere kleinen Kinder und wir können dort verstehen, wer die kleinen Kinder sind. Und du sagst, wie soll so werden, als ein kleines Kind. Und ich frage nun, Gott, dass du uns leiden und dort uns Weisheit geben. Wenn wir alle große Dinge tun für dich, help uns, dass wir demutig sind, dass wir Frieden haben und dass wir vergeben. Und dass wir können bloß verweicht gehen in der Arbeit tun, was du hast für uns. Wir loben dich und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.